11 Tonnen Krautköpfe sollen in nur 5 Tagen von den Landfrauen aus Beihating kleingeschnetzelt werden. Dass beim Krauthobeln in Maxlrhein alles glatt läuft, dafür ist Ortsbäuerin Andrea Rummelsberger zuständig. Die Maschine ist ja ein altes Drum, die ist jetzt fast 80 Jahre alt. Also die, wenn jetzt der Motor, dann war es aus. Dann war es auf die Stunde aus. Gell? Also ich hoffe, dass sie herhält und dass sie irgendeine mit dem Messer verletzt. Das war jetzt für mich das Schlimmste. Doch die Landfrauen sind ein eingespieltes Team. Seit 2017 hobeln sie in der Brauerei Maxlrhein wieder die großen Krautköpfe. Und jedes Jahr wird der Andrang größer. Gabi Liedl aus Deutelhausen bei Rosenheim macht schon seit über 40 Jahren ihr Sauerkraut selbst. Ach, das ist erstens gesund, zweitens lecker. Man kann es einfrieren, man kann es den ganzen Winter dann noch essen, wenn es schon fertig ist. Und auch im Sommer mag ich es sehr gern, wenn es recht heiß ist oder so was Saures. Die Schlange wird minütlich länger. Doch das kann das Team der Beihatinger Landfrauen nicht schocken. Weil es Spaß macht, die Leute schätzen das. Du glaubst jetzt gar nicht, wie froh die sind, dass wir das weitermachen. Gell? Wie wir angefangen haben 2017, da in Maxlrohr, da waren das 3 Tonnen. Gell? 3 Tonnen, 3 so Kisten. Heute haben wir 10, 11 Tonnen. Also ist wirklich schon eine tolle Sache. Gabi braucht 10 Kilo. Das kostet rund 15 €. Die großen Blätter gibt's gratis dazu. Die kommen ganz unten rein und oben drauf. Ja, so als Abdeckung irgendwie. Und außerdem schmecken die auch gut. Die kann man dann roh so knabbern. Es ist super gesund, da ist so viel Vitamin C drin. Das frische, weiche, saftige Weißkraut schmeckt in jedem Lebensalter. Und daraus selbst Sauerkraut zu machen, ist mehr als nur eine Mode. Mir ist wichtig, dass auch die Kinder sehen, dass man sowas auch selber machen kann und nicht nur im Supermarkt kaufen. Das ist eine Kultur. Das ist wichtig, sehr wichtig. Ich finde, es ist einfach eine schöne Tradition und es schmeckt einfach besser, wie wenn man es im Supermarkt kaufen würde. Ja. Gabi Liedl macht ihr Sauerkraut ganz klassisch, mit Salz, Kümmel, Lorbeer und Wacholderbeeren. Der Hobel mit den 7 Sichelmessern funktioniert einwandfrei und Gabi schlägt das frisch geschnittene Kraut sorgsam in die Bettwäsche ein, damit es daheim sauber ankommt. Lebensmittel echt verpackt. Ich freue mich schon sehr darauf natürlich, weil es einfach wunderbar. Jetzt gibt es erstmal Krautsalat von dem Frischen und dann eben, wie gesagt, wird es eingelegt. Bevor das Kraut hier in Maxlrhein geschnitten wurde, organisierte die Familie Heinrizi den Verkauf in ihrem Lagerhaus in Bruckmühl. Seniorchef Franz Heinrizi ist heuer wegen seiner goldenen Hochzeit verhindert. Das Weißkraut hat er aber, wie jedes Jahr, beim Krautbauern Michael Wagner in Ismaning bestellt. Und zur Ernte ist er auch aufs Feld gekommen. Aus Tradition und wegen der alten Freundschaft der beiden Familien Heinrizi und Wagner, die am Ende des Zweiten Weltkriegs begann. Mein Vater hat es mir immer so erzählt, dass er im Lazarett den Hans Wagner als Mitpatienten getroffen hat und der hat gesagt, warum verkaufst du in deinem Lagerhaus in Bruckmühl nicht unser Kraut? Ja, sagt er, ich habe da keine Anrichtung dazu. Und dann hat der Vater eine Krautmaschine gekauft und dann ist 1946 schon losgegangen. Seitdem wird das Kraut aus Ismaning im Chiemgau zu Sauerkraut verarbeitet. Und seit 2017 sind nun die Beihatinger Landfrauen um Ortsbäuerin Andrea Rummelsberger mit dabei. Ehrensache, dass auch sie jedes Jahr auf dem Feld vorbeischauen. Da sieht man, wie oft man den Krautkopf in die Hand nehmen Ja, muss. genau. Ja? Bis der dann im Glasl ist. Also das ist ja Wahnsinn. Jeder Krautkopf ist zwischen 8 und 10 Kilo schwer. So wird die Arbeit mit der Hand zur echten Plackerei. Aber eine Erntemaschine würde das weiche Kraut zu sehr beschädigen. Der Krautanbau in Ismaning hat eine lange Tradition. Ab 1509 mussten die Ismaninger Bauern dem Freisinger Fürstbischof jedes Jahr 2500 Köpfe liefern. Es blieb aber genug für den eigenen Wohlstand. Die selbstbewussten Kleinbauern taten sich 1898 zu Bayerns erster Krautverwertungsgenossenschaft zusammen. Um unabhängig zu sein, bauten sie die erste bayerische Sauerkrautfabrik,
Der Export ging bis nach Amerika. Doch nach und nach verringerte sich der Konsum. 1987 schloss die letzte Ismaninger Fabrik ihre Pforten. Doch noch gibt es sie, die Krautbauern in Ismaning, wie Michael Wagner, der Enkel des Krautbauern, der mit den Heinritzis die Hobeltradition begründete. Ja, früher hat jeder Landwirt in Ismaning Kraut gebaut. Ich habe da einen Nachschlag gehabt, das waren einmal umgerechnet um die 125 genau. Das war also 100 Jahre zurück, da jeder Kraut. Jetzt sind wir noch 5 vielleicht oder sowas. Die Nachfrage steigt aber wieder. Der Anbau lohnt sich. Und so ist auch für die nächsten Jahre der Nachschub fürs Krauthobeln in Maxlrhein gesichert. Zurück zu den Beihattinger Landfrauen. Der Ansturm ist enorm. Zum Glück hält die alte Hobelmaschine gut durch. Andrea Rummelsberger muss ständig für Kraut-Nachschub sorgen. Das heißt, viel bücken und viel schleppen. Wir machen das, die anderen gehen ins Fitnessstudio. Es ist schon, wenn du jetzt heute die 3 Kisten umklappst, da hast du was da. Die Kisten haben 100 Köpfe Platz. Das ist eine Tonne praktisch. Eine ist jetzt eigentlich schon leer. Noch ist genügend für alle da. Und jeder Käufer hat schon sein Rezept fest im Kopf. Ganz einfach, saure Apfel noch dazu und Salz eben und sonst nichts. Mit einem einfaches Kraut mit einem Schuss Sekt aufgossen und dann noch mit Weintrauben garniert. Mit Dill und Bohnenkraut und gut Meerrettich. Und weil das Wetter schön ist, beginnen manche gleich vor Ort ihr Kraut einzustampfen. Andrea gibt den Kunden gute Tipps. Lage für Lage Kraut wird mit Salz gestampft. Und schon hört man den Saft schmatzen. Früher haben wir es barfuß gemacht, gell? Ja, genau, da waren ja die Töpfe oder die Holzfassel. Doch ganz egal, wie man das Kraut einstampft. Auf jeden Fall nur reines Salz verwenden. Auf keinen Fall Jodsalz, sagt Andrea. Dann wird das eine ganz kreisliche Farbe und das schaum da so komisch. Also das wird wirklich schier und schmeckt auch nicht gut. Zum Abschluss kommen oben dann die Steine drauf. Mit diesen praktischen Tontöpfen stinkt auch nichts mehr in der Wohnung. Innen gärt das gestampfte Kraut und in den äußeren Schüttrand kommt Wasser. Und das wirkt dann während der Milchsäuregärung wie ein Geruchsverschluss. Deckel drauf, Wasser rein und dann stehen lassen. Und für 6 Wochen nicht mehr aufmachen. Ein bisschen was hat Andrea zum Probieren dabei. Wie schmeckt's? Nein. Solange es die Landfrauen machen, wird's hier mit der Krauttradition sicher weitergehen.